Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich bin über ein geniales Video gestolpert. Und ich dachte mir, ich teile meinen Enthusiasmus dafür mit euch, weil es aufzeigt, dass wir offensichtlich seit Ende des letzten Jahrhunderts in einer Art Bananenrepublik leben, in der niemand mehr irgendwas geschissen kriegt. Wir schauen uns heute an von Two Bored Guys. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. BER, der peinlichste Fail Deutschlands. Und das ist ein Fiebertraum. Ein Abfuck, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe ja einiges gewusst und fand es ja damals schon ziemlich dumm. Hier kommt nochmal eine Schippe drauf. Ne? In diesem Sinne. Mir ging ja nicht einer in Rainer, mir ging ja einer in den BER. Und macht's euch auf was gefasst. Wirklich. 3, 2, 1, willkommen Deutschland! Deutschland in den 90ern. Mit dem Hissen der Nationalflagge vor dem Reichstag in Berlin wurde um Mitternacht die deutsch-deutsche Trennung symbolisch beendet. Endlich wiedervereint. Das ist die schönste Beerdigung, die ich habe im Leben mitgemacht habe. Ja. Das ist endlich unsere Stunde! Hätte kein... Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch zur Wende schon auf der Welt war, aber es war damals, die Leute haben ja wirklich einen grenzenlosen Optimismus gehabt. So, man dachte, okay, jetzt ist hier, das letzte Jahrtausend war jetzt nicht so die Glanzstunde der Menschheit, das ist jetzt vorbei, das ist ein Startschuss ab in eine neue Zeit. Ja? Es geht vorwärts. Der Kalte Krieg ist vorbei. Bild. In ein paar Jahren ist alles hier Utopia. Alle sind lieb zueinander, ne? Alle arbeiten zusammen und die Welt wird ein besserer Ort. Ja. Ja. Ja, ich meine, man war naiv damals, aber das war eine positive Stimmung im Land, die seitdem ihresgleichen gesucht hat. Ich glaube, seitdem war es nie wieder so lustig in Deutschland. Seitdem immer die Presse gezogen. Ich habe gedacht, keiner erwischt. Sind Sie überrascht? Nee, eigentlich nicht. Worauf heißt es denn? Müsste ja bis kommen. So nämlich. Wir wären nicht das Land der Ingenieure, Effizienz und Baukunst, wenn diese Einheit nicht mit einem gigantischen Bauprojekt gefeiert werden würde. Noch nie waren wir besser vorbereitet, als jetzt die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Ja, Helmut Kohl und die wirtschaftlichen Herausforderungen. Helmut Kohls wirtschaftliche Herausforderungen in seinen späten Regierungsjahren bestanden eher darin, dass er herausgefordert wurde, zu sagen, wo denn die ganzen Koffer mit Geld herkommen. Und das, sagen wir mal so, diese Herausforderung war wohl nicht gewachsen, obwohl er ein sehr großer und voluminöser Mensch war. Die smartesten Köpfe aus Aber natürlich, die CDU war nie, ist nie und wird niemals korrupt sein. Zwinker, zwinker. West und Ost kommen zusammen für eine intensive Brainstorming-Sesh. Es ist zu wild. Das Ergebnis ist dieses ambitionierte Vision Board. Nice. Die neue Bundeshauptstadt braucht einen revolutionären, innovativen Flughafen. Neuer Dreh- und Angelpunkt des europäischen Flugverkehrs, vielleicht sogar der Welt. Eine ebenbürtige Konkurrenz zu Frankfurt. Das Ding ist überragend konstruiert. Absolut überragend. So, und jetzt sind wir zu dem Kleinen. Berlin hat Ich finde es auch immer gut. Ich mag ja den Held der Steine sehr gerne. Ich mag ja den Held der Steine. Vielleicht hast du eine oder andere von euch schon bemerkt. Der Mann ist auch
unendlich memebar. Einfach. Zwar einige Flughäfen, aber die sind schlecht, alt und verkommen. Anders als der Rest der sonst so idyllischen Stadt. Präsent, das ist der Osten, Dicker. Prost und alter Bierdusche. Jans Berlin. Ja, das ist der Osten, Digger, und hat er da mit Hackab Shore? Egal, nein. Ist eh ne Wolke und ich immer mittendrin. Und mit dieser eigentlich so großartigen, symbolträchtigen Idee beginnt eine der größten Shitshows, die das wiedervereinte Deutschland je gesehen hat. 3. Juni 2012 wird der neue Flughafen fertig sein und in Betrieb gehen. Ja, er wird fertig sein, er wird in Betrieb gehen. Das kann Ganz ehrlich, Leute, haltet mich für einen Spinner, aber ich glaube, hätte die DDR auf eigene Faust versucht, diesen Flughafen zu bauen und es hätte keine Wiedervereinigung gegeben, hätten die es wahrscheinlich schneller geschafft, als wir jetzt nach der Wiedervereinigung. Der 17.3. sein, der 17. irgendwas, das werden wir dann sehen. Eine Terminfrage ist momentan. Aber es ist natürlich auch immer, ne, ist halt immer mit was war das? Lobbyismus, genau. Damit ist es auch immer verbunden. Weil natürlich wird so ein Bauprojekt irgendwie über Spätzelwirtschaft vergeben. Ja? Du hast hier x Milliarden von Steuergeldern, wo keiner so genau fragt, so. Dann kommt schon mal einer und sagt, hey, wenn du mir den Auftrag gibst, so, dann lohnt sich ein bisschen was davon zu dir über. Momentan nicht möglich zu entscheiden. Und Forscher sind sich nicht mehr sicher, was länger gedauert hat. Die Kreidezeit oder der Bau des Flughafens. Der BER. 3 Buchstaben, die für ein Bauchaos stehen, das seinesgleichen suchen. Am Ende hat es nicht nur viel länger gedauert, es hat auch viel mehr gekostet. 3-mal so viel, 6,4 Milliarden Euro. Der BER, das ist quasi der Boris Becker unter den Airports. Das ist kein Flughafen, das ist mehr Fluch als Hafen. Der Berliner an sich hat diesen Flughafen ja nie gewollt und genauso ist er gebaut worden. Also man hat natürlich am Ende versucht, irgendwie fertig zu machen, ohne darauf zu achten, ob alles richtig ist. Problemzone Nummer 1, die Brandschutzanlage. Brandschutzanlage, mangelhaft. Das mit der Brandschutzanlage. Ich weiß, bei so einem riesengroßen Gebäude muss das ja irgendwo eine Herausforderung sein. Wie viel Kabel da verlegt werden muss, das muss alles irgendwie zentral gesteuert werden können, hin und her, bla bla bla. Aber das kriegen ja andere Länder auch hin. Also deswegen, es gibt ja offensichtlich internationale Spezialisten, die sowas gut machen können. Und die gab es auch schon Ende der 90er Jahre, als man beschlossen hat, diesen Dreckspuff dahin zu stellen. Und dass das trotzdem so ein absoluter Fiebertraum geworden ist, das muss doch daran liegen, dass man irgendjemandem den Job gegeben hat, obwohl man gewusst hat, dass er nichts auf der Kette hat, einfach nur weil Spätzelwirtschaft. Wie gesagt, das komplette Ding, das komplette Desaster von vorne bis hinten über die Verzögerungen, die Preiserhöhungen, was da scheiße gelaufen ist, kann sich doch nur durch sowohl himmelschreiende Inkompetenz als auch Korruption erklären. Vor allem, weil ja da keine Köpfe gerollt sind. Weil es sind ja nicht, weißt du, das Ding dauert 3-mal so lang, kostet 3-mal so viel und am Schluss steht nicht irgendjemand da, der sich dafür gerade machen muss. Sondern dann sagt man, mei, schön, jetzt haben wir ihn wenigstens. Die Automatiktüren haben nicht funktioniert. Geht nicht? Ja. Eben hat's geklappt. Räume sind aufgetaucht, die gar nicht in Plänen verzeichnet waren. Falsch verlegte Kabel, also da wurde wirklich gar nichts ausgelassen. Das ist das Drama dieser Baustelle, dass wir 170.000 Mängel haben. Man hat den Flughafen quasi 2-mal bauen müssen, dafür Geld für 3 ausgegeben. Es ist nicht so dramatisch, wie viele immer sagen, dass die ganze Welt nur noch über Berlin lacht. Das ist auch Quatsch. Ich glaube, vielen Leuten war es einerlei, außer den Leuten, die über Berlin fliegen wollten, so international. Aber ich wette, es gab da auch international dann irgendwie Berichterstattungen darüber,
was wir eigentlich für eine Gurkentruppe sind in diesem Land. Ne? Das Land der Dichter und Denker, die gute alte deutsche Effizienz. Ne? Arsch. Für einen Gulli, Leute. Der Typ macht mich fertig. Dies ist die gottlos peinliche Geschichte vom BER. Wir schreiben das Jahr 1996. Deutschland ist Europameister! Das waren nur Zeiten, ey. 1996. Der alte Mann redet wieder vom Krieg, ne? Aber 96, so die Mitte der 90er, das war schon geil. Das war schon geil. Man hat Playstations gehabt und N64s und sowas. Und hat sich gedacht, boah, realistischer wird die Grafik niemals werden. Da war er. Helmut Kohl ist Bundeskanzler. Bund und Landesregierung. Mein Freund. Der ist Bundeskanzler. Ne? Helmut Kohl war Bundeskanzler. Man muss das immer so, wie wenn man noch irgendwie die Betäubung von der Wurzelbehandlung in der Fresse hätte. So muss man das sagen, wenn man über Helmut Kohl spricht. Ansonsten ist es nicht authentisch. Sind auf der Suche nach einem geeigneten Standort für den neuen Flughafen. Verschiedene Gebiete werden in Betracht gezogen. Man geht strategisch und bedacht vor. Am Ende entscheidet man sich für den Ort, der nach verschiedenen Kriterien am schlechtesten abschneidet. Schönefeld. Die Anbindungsmöglichkeiten und die Nähe zur Stadt seien gut. Außerdem gibt es in Schönefeld schon einen alten Flughafen. Es werden Flächen gekauft. Landwirte werden Millionäre. Dieses Dorf hier wird teilweise umgesiedelt, das hier komplett. Ey, ganz ehrlich, was zum Fick? Es ist fucking Brandenburg. Da wird man wohl irgendwo eine Fläche finden, wo man diesen Puff hinstellen kann, ohne dass man ein ganzes Dorf abreißen muss. Ich war schon mal in Brandenburg. Es gibt sehr viel freie Fläche in Brandenburg. Und wenn es um die Anbindung geht, das lässt sich regeln. Ne? Also für den Preis hätte man da auch noch mal eine ICE-Strecke hinbauen können. Nicht weg. Aber hier kommt ja die Landebahn hin. Ich weiß nicht von der Landebahn. Das ist jetzt noch gar nicht richtig raus, ob überhaupt ein Flughafen hierher kommt. Wird dieser Mann Recht behalten? Nein, leider nicht. Ende der 90er wird der erste Eröffnungstermin bekannt gegeben, nachdem die Cash-Frage geklärt ist. Dem Bau des neuen Großflughafens Berlin-Schönefeld steht offenbar nichts mehr im Wege. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg haben ihren Streit um die Erschließungskosten für das Milliardenprojekt beigelegt. 2007 soll Berlin-Schönefeld in Betrieb gehen und die Das ist ein wilder Witz einfach. 2007. Auch das, ganz ehrlich. 1999 ist das eine beschlossene Sache. Ne? Sagt man, warte Wiesen, wir bauen jetzt einen Flughafen. In Deutschland, in einem der hochtechnisiertesten Länder dieser Welt. Und man plant dafür fast 10 Jahre ein. Alter, wenn die in China irgendwo einen Flughafen beschließen, dann steht der 2 Jahre später. Bei uns ist wieder, müssen wir mal schauen, ja, vielleicht ist da ja irgendwo die Arschdrossel, die kommt aber alle 10 Jahre zum Brüten vorbei. Innerstädtischen Airports Tegel und Tempelhof ersetzen. Die Jahre verstreichen. Aus Tamagotchis werden iPods. DVDs ersetzen VHS-Kassetten. Ed Hardy wird mal wieder cool. Und in Schönefeld treffen sich am 5. September 2006 6 Männer in Anzügen zum Spatenstich und lassen sich feiern. Wild, 99 beschließen sie es, 2007 soll es fertig sein, 2006 machen sie den Spatenstich. Und lassen sich feiern. Und da hat aber noch keiner gesagt, hey Leute, Moment mal, was habt ihr jetzt eigentlich die letzten 7 Jahre gemacht? Und wie erwartet ihr in einem Jahr diesen Flughafen dahin zu zimmern? Berlin, Brandenburg und der Bund haben sich dem Projekt angenommen. Mit Klaus Wowereit, dem Bürger- und Partymeister Berlins, Brandenburgs Ministerpräsident und dem Bundesverkehrsminister ist das politische Dream-Team dieses Projekts gesetzt. Außerdem sind die Dudes, die den Bau planen und dafür sorgen sollen, dass technisch alles funktioniert, mit dabei. Die Stimmung ist... Wenn ich mir die Fressen anschaue,
von diesen Weltfremden gesehen, wie sie da stehen und dann, was ist denn das? Das ist der Spaten. Ach so, deswegen heißt es Spaten. Was mache ich jetzt damit? Muss den Boden rein, aber noch nicht warten. Wir müssen erst die Fotografen aufstellen, so, das müssen alle mitkriegen. Alter Schwede. Ausgelassen. Man ist zuversichtlich. Das war ein Zeichen. Wie man sich gegenseitig dann schön noch den Schritt massiert. Ne? In die Welt, ein Zeichen in die Bundesrepublik, ein Zeichen nach Europa. Wir verwirklichen das größte Infrastrukturprojekt in der Bundesrepublik. Und alle eigentlich, die da waren, haben wirklich begeistert an diesem Empfang teilgenommen und an diesem Spatenstich. Wir schreiben das Jahr 2007. YouTube sah so aus und sowas ist viral gegangen. Okay, da bin ich wirklich froh, dass wir nimmer in 2007 sind. Ne? Also klar, war alles günstiger damals. Aber ja, Jamba und wie... Dafür war YouTube damals noch werbefrei. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr in diesem Video auch schon wieder eine Werbung gesehen habt. Der Sommerhit dieses Jahr ist Umbrella, Ella, Das letzte Harry Potter Buch kommt raus. Du bist kein Berliner, Harry. Das erste iPhone geht an den Start. Es passiert viel. Aber niemand, absolut niemand, spricht mehr von einer Flughafeneröffnung 2007. Der Im Übrigen, erste iPhone. Immer wenn ich das erste iPhone höre, wenn irgendeiner sagt, ja, 2007, erste iPhone, muss ich an diesen Typen denken, der den Mixer geschmissen hat, oder? Oh Mann. 30. Oktober 2011 wird als neuer Eröffnungstermin festgelegt. In sportlichen 4 Jahren will man den Flughafen fertigstellen. I doubt it. Kurze Zeit später. Aber Klassiker-Meme. Ja, wie gesagt, eigentlich, ich sehe das Problem nicht, warum so ein scheiß Flughafen nicht in 4 Jahren gebaut werden kann. Ich sehe das Problem nicht. Da gibt's die Baugenehmigung. 2007 beginnt der Bau des unterirdischen Flughafenbahnhofs und 2008 dann endlich der Bau des neuen Terminals. Doch im Juni 2010 dann der erste Schock. Die Eröffnung muss auf den 3. Juni 2012 verschoben werden. Außerdem ist eines der beteiligten Ingenieurbüros pleite gegangen. Und die EU-Sicherheitsanforderungen seien strenger. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Ingenieurbüro bin, das damit beauftragt wurde, es ist ja offensichtlich genügend Kohle da gewesen, oder? Also das barrende Problem war ja offensichtlich nicht vorhanden, weil ansonsten hätte sie die Scheiße ja nicht aufs Dreifache verteuert. Und wenn dann dieses Ingenieurbüro pleite geht, ja, pleite, die melden da Konkurs an, so die Firma ist pleite, aber dann muss ich mir doch denken, Moment mal, wir haben denen jetzt Milliarden von Euro in den Arsch geblasen. Wo ist denn die ganze Kohle hin? Warum sind die auf einmal pleite? Wir haben die auch gut bezahlt. Ja? Und dann weiß ich nicht, ob man dann vielleicht irgendwann rausfindet, dass irgendjemand die Firma vielleicht absichtlich dann gegen die Wand gesetzt hat, um sich die Kohle da rauszuziehen. Ne? Also Kohle rausziehen, Firma gegen die Wand und sich irgendwo hin verbissen, ne? Auf die Cayman Islands oder sonst irgendwas. Also zumindest die Kohle geht auf die Cayman Islands ja selber wahrscheinlich nicht, aber ne? Es ist doch sass. Es ist doch offensichtlich sass. Geworden. Der Flughafenbahnhof wird von der DB gebaut und wird 2011 fertig. Die Bahn war tatsächlich pünktlich. Das Ding ist nur, dass der neue Bahnhof fast täglich stoßgelüftet werden muss. 5-mal in der Woche wird der Flughafen eigene Bahnhof. Der Richard Stoßluft-Typ, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie er heißt. Auch ganz großartiger Dude. Ich liebe dem seine Videos. Angefahren. Mit einer S-Bahn ohne Fahrgäste. Das ist nötig, um frische Luft in den Tunnel zu bekommen. Er würde sonst verschimmeln. Nächste Station. Flughafen Berlin-Brandenburg. Übergang zum Regional. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. 2011 war der Bahnhof fertig. Die S-Bahn-Verbindung stand. Und dann haben die bis zur Eröffnung von diesem scheiß Flughafen da täglich S-Bahnen durchschicken müssen, damit das nicht alles vergammelt. Obwohl da noch überhaupt keiner mitgefahren ist. Also dafür haben wir Geld in Deutschland so. Und auf der anderen Seite sagen wir, müssen wir Bürgergeld sparen, wir wissen ja nicht wohin.
Der Spaß kostet rund 2 Millionen Euro im Monat. Aber hey, der Flughafen soll ja schon im Jahr darauf. Oh Mann, wirklich Props. Geht mal rüber zu den Jungs hier. To board, guys, und lasst den ein Abo da. Die schießen dir die Memes raus wie aus dem MG. 2 Millionen im Monat. Die Pissi. Eröffnet werden. Der Flughafen wird Mitte nächsten Jahres eröffnet. Und ich glaube, heute ist eindrucksvoll bewiesen worden, dass das auch erreichbar ist. Und wenn man nicht wüsste, dass hier noch gebaut wird, kann man fast vermuten, er ist schon in Betrieb. Fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Zur selben Zeit wird auch das Kürzel des Flughafens geändert. Bis jetzt hieß der Flughafen Berlin-Brandenburg International, kurz BBI. Einmal googeln ergibt, dass dieses Kürzel aber eigentlich dem Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar in Indien gehört. BBI, Berlin-Brandenburg International, war nur der Arbeitsname. BBI wird verschwinden und der sogenannte 3-Letter-Code, die Identität des Flughafens, wird BER sein, also die ersten 3 Buchstaben des Hauptstadtnamens. Das gibt es übrigens weltweit nur ganz selten. Alles klar, Digga. Gleichzeitig? Ja, weiß ich nicht. Dass man sich da vorher informiert, dass man sagt, ja, wir machen jetzt hier BBI und dann vorher vielleicht mal schaut, gibt's das schon? Schleicht sich still und leise der größte Fuck-up des Flughafens an. Die Brandschutzanlage. Berüchtigte Brandschutzanlage. Problemzone Nummer 1, die Brandschutzanlage. TÜV sagt nein. Wie schlimm es um die Brandschutzanlage wirklich steht, erfährt die Öffentlichkeit aber erst viel, viel später. Fast so wie heute bei dir im Job mit KI. Warte mal, ich glaube hier. Also. Es geht schon am 6. Mai los. Auf der Seite von Master School gibt es aber immer Stimuliert die Sinne. Die erste Minecraft-Vollversion erscheint. Hallöchen, Popöchen. Dubstep ballert sich zum ersten Mal in die Charts. Und auch dieses Lied wird, warum auch immer, weltberühmt. Nossa, nossa. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Außerdem zerstört Mario Balotelli im Alleingang Fußball Deutschland. Das war tragisch. Ganz ehrlich. Das war tragisch, aber man muss auch sagen, der Typ ist auch nur ein sympathischer Penner. Ja. Am 8. Mai 2012, knapp 3 Wochen vor der geplanten Eröffnung, wird die Eröffnung aus dem Nichts auf unbestimmte Zeit verschoben. Und also spätestens da, also allerspätestens da, muss doch irgendjemand zur Verantwortung gezogen werden. Wenn ich 3 Wochen vor der Eröffnung die Eröffnung auf unbestimmte Zeit verstehen, da werden ja auch Leute irgendwie Flüge gebucht haben. Weil es ist ja nicht irgendein Eckladen, den du aufmachst und da sagst, hier, schauen wir mal, ob Laufkundschaft vorbeikommt. Die Leute buchen ja lange vorher, nicht 3 Wochen vorher. Was ist mit diesen Flügen passiert? Höchstwahrscheinlich gecancelt worden, da werden sich Leute richtig, richtig gefreut haben. Und wenn ich 3 Wochen vor so einer Flughafeneröffnung die Eröffnung verschiebe, dann ganz ehrlich, da muss irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden, rechtlich dafür. Hab ich bisher noch nichts gehört davon. Wer da irgendwie... Ne? Airlines, Restaurants und Flughafenmitarbeiter haben sich seit Monaten auf die Eröffnung eingestellt. Was uns gestern Abend und gestern Nacht erreicht hat, war mehr als eine böse Überraschung. Ja, stell dir mal vor, keine Ahnung, du bist Franchise-Nehmer von McDonald's und hast den Top-Deal an Land gezogen. Du darfst dann McDonald's im Flughafen Berlin aufmachen. Und du bist ready, weil die gesagt haben, in 3 Wochen hebt der erste Flieger ab. Und hast da schon alles drin. Ne? Die Tiefkühl-Patties sind alles schon drin. Du lernst deine Leute schon ein. Du hast die Angestellten schon alle am Start. In 3 Wochen kann es losgehen. Cheeseburger verkaufen, Digga. Und dann
Und jetzt ein Eierbei um die Ecke und sagt, du, keine Ahnung, wir haben letztens einfach ein bisschen zu Lack gesoffen, so, keine Ahnung. Und dann ist uns irgendwie gekommen, dass mit den 3 Wochen, das kann da gar nicht hinhauen, so. Auf unbestimmte Zeit, good luck. Ja, da geht auch der Stift, oder? Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Willy Brandt. Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin. Nur wenige Tage nachdem der BER Ja, das habe ich da geglaubt, dass du da stocksauer warst, halt. auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wird auf dem Gelände ein trauriges Bürgerfest gefeiert. Sie können selber auch sehen, wie weit der Flughafen schon ist. Und das ist ein grandioses Werk. Und ich glaube, ja, das ist ein grandioses Werk. Was fehlt denn noch konkret? Sie sagen, vieles ist schon toll, aber was fehlt noch? Am Ende des Tages fehlt eine funktionierende Brandschutzanlage. Und ohne eine Brandschutzanlage können Sie ein solches Terminal nicht in Betrieb nehmen. Die Betreiber... Ganz ehrlich, aber irgendwer muss doch da mal hergefotzt werden. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ja, dass man sagt, ey, Brandschutzanlage war vor 4 Jahren schon ein Problem und es ist jetzt immer noch ein Problem. Sag mal, dann muss doch irgendjemand die Goldmedaille im olympischen Brennsuppen der Herschwimmer gewonnen haben, der dafür verantwortlich war. Das kann doch die Wahrheit nicht sein. Oder haben die, keine Ahnung, die Kabel reingezogen und hinten haben die korrupten Baukrüppel, die sie da angestellt haben, um über Spätzlewirtschaft die Kabel wieder rausgerissen. Und dann hat man sich gewundert, na scheiße, wir verlegen hier hunderttausende Kilometer von Kabel, aber es wird nicht fertig. Ich begreif's ja nicht. Des Flughafens hatten für kurze Zeit die grandiose Idee, die Brandschutzanlage durch Menschen zu ersetzen. Im Notfall sollten die einfach Alarm schlagen. Das ist nicht dein Scheißherz. Und man sagt, okay, wir öffnen jetzt den scheiß Flughafen, damit was liegen kann. Und bis die scheiß Brandschutzanlage funktioniert, stellen wir da irgendeinen Kasperl hin. Und wenn es raucht irgendwo, dann ruft der Alarm, Alarm. Alarm! Die Shitshow am BER hat etliche Main- und Side-Character. Ihr habt zum Beispiel ein Katzenmädchen, ein Fuchsmädchen. Zum Beispiel auch diesen ehemaligen Planungschef, der aber eigentlich keiner war. Er hatte nämlich kein Ingenieursdiplom, sondern lediglich einen Gesellenbrief als technischer Zeichner. Das ist so geil. Alter, das ist wie wenn du dich als Chefarzt bewirbst und die sagen, ja, haben Sie Medizin studiert? Na, aber ich habe vorhin meinen Führerschein gemacht, aber mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das hätte ich gesagt gehabt. Das seht ihr nur beim Main Character. Außerdem wurde nicht nur ein einzelnes Bauunternehmen mit dem Bau des gesamten Flughafens beauftragt. Stattdessen wurden einzelne Bereiche an einzelne Handwerker und Firmen vergeben. Ganz ehrlich, dieses Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei, ist doch jetzt auch nicht erst gestern erfunden worden. Wie kann denn jemand, der diesen Flughafen umsetzen will, nicht in der Lage sein, zu checken, dass er sagt, hey, nee, wir zentralisieren das, eine Firma macht das alles, damit hier die Hände besser ineinander greifen können. So weiß ja vorne am Flughafen keiner, was hinten am Flughafen passiert. Es gibt also kein Generalunternehmen, das wirklich den Überblick über jeden Bauprozess hat. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Nein. Das hat zu etlichen Problemen. Oh. Ich glaube, dieses Meme in solchen Videos ist wirklich sind die einzigen Situationen in meinem Leben, in denen mich Christian Lindner glücklich macht. Bei den Rauchabzugssystemen geführt. Es gab strukturelle Mängel, die Verkabelung wurde verkackt. Die berüchtigte Brandschutzanlage kriegt irgendwann den eloquenten Spitznamen Monster. An dem Monster hängt ein ellenlanger Rattenschwanz. Die Bauarbeiter mussten nochmal an alle Decken ran neue Kabel verlegen. Viele Kabel. Wir reden von Tausenden von Kilometern Kabel. Etwa 200.000 Kilometer Kabel wurden im Gebäude verlegt. Das ist wild. Wisst ihr, wie lange man, wenn man diese Kabel aneinander knotet, wie oft man die um die Erde wickeln kann? Das ist in dem scheiß Flughafen drin. Nicht immer war klar, wohin die Stränge so führen.
Offenbar galt lange, fertig werden um jeden Preis. Teilweise wurden Sprinkleranlagen unter den Kabeln angebracht, weil Kabelbrand Hudes. This is fine. Teils wurden sie von unterschiedlichen Unternehmen angebracht, die Teile ohne TÜV-Zertifikat benutzt haben. Skandal! Im fertigen Bahnhof müssen Brandschutzwachen patrouillieren. Ja, wir stehen ja nicht bloß, wir laufen ja auch. Die laufen auch. Von wo nach wo? Nur auf dem Bahnsteig? Ja. Von wo? Von da bis da hinten. Das ist alles. Überprüfen dann. Was denn überprüfen? Na, wir sind eigentlich eingesetzt für Brandschutzwache. Das ist ein bisschen langweilig. Was soll Alter, die haben es tatsächlich gemacht. Die haben jetzt tatsächlich hier Karl-Heinz in diesen Bahnhof reingestellt und gesagt, hey, wenn der Rauch riecht, dann gib Alarm. Weil wir zu unfähig sind, eine Brandschutzanlage zu bauen. Ja, ganz ehrlich, ich hoffe, der Mann hat eine große Toleranz für Langeweile. Weil wenn du da irgendwie im Schichtbetrieb 8 Stunden den Bahnsteig rauf und runter marschieren darfst, um zu schauen, ob es irgendwo brennt, dann brennt dir irgendwann der Hut, glaube ich, oder? Weil so viel Langeweile kann ja kein Mensch aushalten. Das ist ein gutes Hörbuch mitnehmen, mein Freund. Nee, kann immer was passieren. Aber hier fährt ja gar nichts. Ja, aber hier, durch die Bauarbeiter, wenn die hier sind und so, passiert immer mal was. Und damit ist das Wort der Woche natürlich. Brandschutzanlage. Brandschutzanlage. Ständige Änderungswünsche der Bauherren haben die Arbeit am Flughafen erschwert. Bauherren sind in diesem Fall die zuständigen Politiker. Während schon gebaut wurde, haben sie unzählige Änderungen verlangt. Mehr Platz für Läden und Restaurants, Rollbänder, Fluggastbrücken. Mehr Platz für Läden und Restaurants. Ist da wieder irgendeiner gekommen, der war zu spät zur Party und hat gesagt, du, im Übrigen, der will in den Ding an und irgendein Geschäft neu bauen. Nee, geht nicht, das ist schon alles geplant und wir hängen eh schon Jahre hinten dran. Wir müssen diesen Scheißladen jetzt fertig bringen, weil ansonsten kacken uns die Leute aber richtig aufs Dach. Und dann vergisst er wieder im Büro seinen Koffer. Und am nächsten Tag kriegt er die Genehmigung und dann kommt er im Übrigen, wir müssen da hinten nochmal 20 Quadratmeter freimachen für einen Laden, für irgendein Duty-Free-Bullshit. Oh, meine Fresse. Das müsst ihr euch ja mal vorstellen. Stellt euch mal vor, es ist eh alles Chaos und du bist dann da irgendwie verantwortlich für einen bestimmten Abschnitt von diesem Flughafen, von dieser Baustelle. Und denkst, okay, jetzt ist endlich ein Ende in Sicht. So, dieses ganze Wahnsinnsprojekt kann jetzt dann irgendwann endlich ein Ende finden. Und dann kommt da irgend so ein Sesselfurzer aus seinem Büro aus Berlin angeschissen und sagt, hey, good news. Alles nochmal auf Null. Der Hirs hat mir gerade angerufen, der will hier noch einen Duty-Free-Schnapsladen reinstellen. Oh, Leute. Mehr Flugsteige und. Auch das vorläufige Regierungsterminal, welches für 70 Millionen Euro gebaut wurde, kann wegen der riesigen Baustelle, über die Flugzeuge fliegen müssen, leider noch nicht verwendet werden. Aber das ist mittlerweile auch nicht so schlimm, denn bis 2025 soll neben dem vorläufigen Regierungsterminal der endgültige Regierungsterminal entstehen. Noch größer, schöner, teurer. Für 344 Millionen Euro. Der Interimsterminal ist dann überflüssig. Deswegen sind diese 70 Millionen Euro verschwendetes Geld. No shit, Sherlock. Ja, das ist verschwendetes Geld. Ja, wenn ihr euch gewundert habt, wo in den letzten Jahren immer dieses Geld hingegangen ist, wenn es wieder hieß, Haushaltsloch hier, der Bürger muss den Gürtel enger schnallen da. Das ist ja nur das größte Shitshow-Projekt, das die da abgezogen haben in den letzten 25 Jahren. Da war ja deutschlandweit, waren ja lauter solche Dinger, ne? 2022 hat die Ampel die Pläne für ein neues Terminal allerdings gestoppt. Stattdessen wird das Interim-Terminal jetzt einfach dauerhaft verwendet. Dafür wurden für ein Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das dann tatsächlich jemand durchsetzt. Weil normalerweise wird es dann blockiert. Da sagt man, nee, wir haben das jetzt so gesagt, dann machen wir das jetzt auch so. Scheißegal, ob es Sinn macht oder nicht. Aber hey, ne? Ich meine, wenn ich ein vollkommen funktionierendes Terminal habe,
das schon 70 Millionen gekostet hat und ich permanent am Flennen bin, dass ich kein Pulver habe, vor allem Berlin, ja, dann brauche ich ja nicht irgendwie dann nochmal sagen, das 70 Millionen Terminal, das reiße ich jetzt für 35 Millionen nochmal ab, damit ich daneben dran gleich nochmal für 350 Millionen ein neues hinstellen kann. Weil das dann irgendwann einmal der Bürger der Meinung ist, vielleicht ist das hier, ne, französische Revolution, Guillotine und so, gucken wir mal, ne? Zusätzliches Geld für den A380, spontan nochmal alle Pläne umgeschmissen. Leider hat es den Riesenjet beim Planungsbeginn noch nicht mal gegeben. Am Ende kommt das A380 Geld in den Bereich vom BER, in dem Air Berlin angesiedelt wird. Air Berlin hatte damals zwar noch gar keinen A380, hat aber versprochen, einen zu kaufen. Mittlerweile ist Air Berlin pleite und Airbus hat angekündigt, den A380 einzustellen. Man merkt, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie oft er das einlesen musste. Man merkt halt, dass er irgendwann gesagt hat, okay, keine Ahnung, kann ich mir das Lachen beim Einlesen einfach nicht verkneifen. Wir nehmen jetzt diesen Take, kurz nochmal nach, weil es so lächerlich ist. Ich plane einen Flughafen. Da war der A380 noch nicht einmal ein feuchter Traum bei irgendeinem Ingenieur bei Airbus. Und bis dieser scheiß Flughafen gebaut wird, kommt Airbus auf die Idee mit den 380, entwickelt ihn, bringt ihn auf den Markt und nimmt ihn wieder runter vom Markt. Und der scheiß Flughafen ist immer noch nicht in Betrieb. Das kannst du halt nicht vorstellen. Aber er hat jetzt ein Terminal für den A380, der nicht mal weiter gebaut wird. Einfach wahnsinnig gut gemacht alles. Die anfänglichen 2 Milliarden Euro sind 2012 schon fast 4 Milliarden Euro. Naja, immerhin werden mittlerweile sogar Besichtigungstouren für den BER angeboten. So können sich viele Berliner schon mal ein erstes Bild vor Ort machen. Es sind hier keine Flugzeuge, das muss hier anders werden. Sogar die Piloten. Ja. Ganz ehrlich, die hat's begriffen. Ich glaube, wenn man zu dem Zeitpunkt 2012 dieser Frau die Verantwortung über diesen Flughafenbau gegeben hätte, die keine Ahnung hat, wäre das Ding immer noch schneller fertig geworden, als wenn wir diese Blitzpiepen aus der Regierung weiter dafür beauftragt hätten. Bild. Machen schon fleißig ein paar Probeabläufe mit. Auf der Landebahn proben die Piloten im Opel Vivaro statt in der Boeing. Das Ergebnis der Generalprobe: nur 56% aller Abläufe haben funktioniert. Die meisten Besucher sind... Natürlich! Ich kann ja mit dem Opel Vivaro nicht abheben. Alter Schwede. Das muss doch, ganz ehrlich, das muss doch ein Witz sein. Wie? Äußerst skeptisch. Vor allem, dass da nicht irgendwann einmal zwischendrin irgendein hohes Tier, keine Ahnung, ein Bundeskanzler oder Bundespräsident um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, Leute, wir machen uns hier lächerlich. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und die Scheiße steht in einem Jahr, ansonsten rollen hier Köpfe. Sieht noch ein bisschen chaotisch aus, also in 20 Tagen muss man noch ein bisschen was machen. Aber die schaffen das bestimmt. Nein. 2013 gibt es weitere Verzögerungen. Es wird immer noch kein konkreter Eröffnungstermin genannt. 2014 wird bekannt gegeben, dass der Flughafen nicht vor 2017 eröffnet wird. Außerdem beginnt... Da haben sie schon gesagt, nicht vor. Ne? Das ist wie in dem einen in einem Werbevideo, wo ich gesagt habe, bis zu 100% so. Nicht vor 2017 heißt... Der kann irgendwann eröffnet werden, so, keine Ahnung. Wenn das jüngste Gericht kommt. 2014 ein Wettstreit zwischen Istanbul und Peking. Wer kann schneller einen gigantischen Flughafen bauen? Beide eröffnen vor dem BER, Istanbul im Jahr 2018 und Peking im Jahr 2000. Ja, die haben halt einfach in 4-5 Jahren Flughäfen hingebaut, die größer sind. Oder mindestens genauso groß. Und in Deutschland pimmelt man zu dem Zeitpunkt schon seit 14, 15 Jahren an diesem scheiß BER umeinander. Ja, toll. 19. Zurück in Deutschland werden 2015 die Bauarbeiten zwischenzeitlich komplett gestoppt. Einige Lüftungsventilatoren stellen sich als zu schwer heraus. Es droht ein Dacheinsturz. Außerdem musste eine weitere wichtige Baufirma des BER Insolvenz anmelden. Oh, shit. Das Tochterunternehmen des niederländischen Gebäudeausstatters Imtech ist pleite. Der Baufirma werden absichtliche Verzögerungen beim Bau vorgeworfen. Außerdem besteht Verdacht auf Untreue, Bestechung, Preisabsprachen und Bilanzfälschungen. No shit.
Ich habe das vorhin schon gesagt, oder? Habe ich es vorhin gesagt, dass das irgendwie nicht sein kann, dass wenn so eine Firma mit dem größten Bauprojekt der Bundesrepublik ever betreut wird und mit Milliarden von Steuergeldern geradezu zugeschissen, dass es dann ein wenig sass ist, wenn die auf einmal in Anführungsstrichen pleite sind. Also wird 2017 die Eröffnung auf 2018 verschoben. It's expensive not only for the taxpayer. This here may be the only airport hotel in Germany without an airport. It's managing to keep going somehow, but others were less fortunate. Das ist auch so ein Ding. Du hast das Airport-Hotel mitten in der brandenburgischen Pampas und wo sonst halt einfach sich Funktionärs gute Nacht sagen. Aber Funktionärs buchen dich nicht die Zimmer in deinem scheiß Airport-Hotel. Taxi companies, construction companies, shops had to go into bankruptcy because the airport is still closed. Dafür sieht mittlerweile bei den Brandschutzanlagen sogar alles ganz gut aus. Wow. Es funktioniert. Ja, die Spüllungsanlagen, der Fluchttunnel und der jeweiligen Treppenhäuser funktionieren. Die Entrauchung ist automatisch und die Brandmeldeanlage auch. Da kann es ja losgehen. Ja. Nein. Die Entrauchung macht uns keine Sorgen mehr. Aber dann kommt ein paar Minuten später noch ein weiterer Test. So, jetzt geht die Tür gleich auf. Ja. Sieht man hier, Weg bereit. Weg bereit, okay. Jetzt ist der Vorflug weg. Ja, freilich. Das sage ich auch immer. Der Vorführeffekt. Ganz ehrlich, in dem Zusammenhang ist das so der Satz, ja, das ist mir vorher aber noch nie passiert, das muss man echt glauben. Ja, hat er. Eben hat's geklappt. Ich hab's auch jetzt schon die letzten 24 Stunden dreimal gemacht. Die Steuerung der Sprinkleranlage und der Automatiktüren funktionieren nicht zuverlässig. Ende 2017 wird bekannt gegeben, die Fertigstellung dauere nochmal 3 Jahre. Neuer Eröffnungstermin Oktober 2020. Über die Jahre gibt es etliche... Das ist geil. Das war ja das Ding, dann sind die fertig geworden mit diesem Haufen Scheiße, den sie da hingekackt haben. Und dann war Pandemie und keiner ist mehr Flugzeug geflogen. Führungswechsel, immer wieder neue Probleme. Eine Pressekonferenz unangenehmer als die andere. Niemand glaubt mehr, dass der BER jemals eröffnet werden kann. Der Berliner Flughafen wird zum Meme und die ganze Welt macht sich über ihn lustig. How could such incompetence and corruption happen here in Germany, a country famed for its efficiency? Ja, das ist famed for its efficiency. Long days past, my friend. Ja, keine Ahnung, wir waren mal effizient in dem Land. Nicht mehr. Schon lange nicht mehr. This is Europe's most disastrous and controversial airport. Die hätten einen funktionierenden Flughafen suchen sollen und dann Berlin drumherum neu aufbauen sollen. Wäre billiger gewesen. Höchstwahrscheinlich, ja. Sehe ich genauso. Der erste Flughafen, der bei der Scheiße. Ich hoffe, dass Stay da nicht zugestimmt hat. Ich möchte Stay nicht zustimmen. Ich mag den Mann nicht. Eröffnung gleichzeitig ein Weltkulturerbe ist. In der Zeit, in der das Teil gebaut wurde, hätte man aber das Teleportieren erfinden können. Die Zeit, die das Licht von der Milchstraße auf die Erde braucht, wird in BER angegeben. Ich bin noch jung und werde die Eröffnung noch erleben. Ihr werdet sehen. Während alle auf diesem Planeten auf die Eröffnung warten, werden 750 Monitore für eine €500.000 ausgetauscht. Sie sind schon seit 6 Jahren aktiv und haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Warum laufen die Monitore 6 Jahre? Allein die Stromkosten für die Monitore, die 6 Jahre durchgelaufen sind. Ohne dass da auch nur ein einziger Flug oben angezeigt wurde. Das ist eine Komplettsanierung, oder? Ja, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie fast alle Kabel erneuert haben, dass Sie 850 Räume, die nicht an den Brandschutz angeschlossen haben, neu anschließen mussten. Eigentlich unvorstellbar. Also in vielen Bereichen haben wir es mit einer Komplettsanierung zu tun. Mittlerweile ist es 2020. Das Coronavirus legt die ganze Welt lahm. Die Fußball-Bundesliga wird zum ersten Mal mitten in der Saison pausiert. Filmproduktionen und Konzerte werden in großem Stil abgesagt oder auf unbegrenzte Zeit verschoben. Nichts geht mehr. Die Welt steht still. Aber ausgerechnet in dieser Zeit bewegt sich der Flughafen langsam auf die Zielgerade zu. Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt. Alle Genehmigungen sind da. Wir haben einen funktionsfähigen Flughafen. Etwas später. Herzlichen Glückwunsch. Das ist unfassbar. Man baut 20 Jahre an diese Scheiße hin
und wird genau dann fertig, wenn keiner mehr fliegt, weil Pandemie ist. Im Oktober 2020 ist der BER endlich fertig. Viele dürften bis zuletzt bezweifelt haben, dass dieser Tag jemals kommen würde. Ein Lufthansa und ein EasyJet-Flugzeug, die um 14 Uhr parallel als erste offiziell hier auf der Nord- und der Südbahn landen sollen. Allerdings hat im Jahr 2020 nur das Terminal 1 mit nur einer Langstreckenlinie eröffnet. Das Terminal 2 geht erst 1,5 Jahre später an den Start, im März Unfassbar einfach. 2022. Frieden und Freiheit, das ist das Wichtige. Und das kommt genau aus der Begegnung und aus dem Kennenlernen. Und dafür steht ein Flugzeug. Was, Bruder? Nach 14 Jahren Bauzeit, mit 9 bzw. 13 Jahren Verspätung, nach etlichen Eröffnungsterminen und peinlichen Pressekonferenzen und nach weit mehr als 6 Milliarden Euro ist es endlich vollbracht. Der Flughafen war zwischendurch total inaktuell von den Architekturformen und heute wirkt er doch wieder sehr aktuell. Der Flughafen hat also einfach einen kompletten Trendzyklus übersprungen. Das ist krass. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du damals Ende der 90er ins Koma gefallen wärst, wo alle Leute Schlaghosen getragen haben. Und dann wärst du vor kurzem, wo wieder die Leute angefangen haben, Schlaghosen zu tragen, aus dem Koma aufgewacht und hast du gedacht, geilo? Ich bin auch voll im Trend, Alter. Der Bau des Flughafens hat so lange gedauert, dass der Baustil aus den 90ern eigentlich komplett veraltet war, aber mittlerweile so alt ist, dass er wieder modern ist. BER gleich Ed Hardy. Der BER hat uns verärgert, enttäuscht, bewegt. Aber jetzt... Ja, halt's Maul. Der BER... Ja, indeed. Ja. Das sind auch alles Verben, die auf Andi Scheuer zutreffen, ne? Er benötigt noch eine ganz kleine Starthilfe. Für die ersten 2 Jahre haben die Gesellschafter deswegen Hilfen von insgesamt fast 900 Millionen Euro zugesagt. Der Berliner Flughafen hatte fast 14 Jahre Bauzeit. 14 Jahre. Der Jewel Changi Airport hier? In Singapur? 4 Jahre. 4 Jahre. Wir haben eine Frage. Ja. Wo ist unser Indoor-Wasserfall? Wo? Der BER begann mit einem anderen Kürzel und als Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Heute steht er für einen überforderten Haufen Amateure, die sich radikal selbst überschätzten. Das hätte ich besser auch nicht ausdrücken können, ne? Also, schaut nach oben und unten, bevor ihr ein neues Milliardenbauprojekt angeht. Alles ist gut, solange 2BG vor GTA 6 die 1 Million Abos knackt, feiert mindestens genauso gut wie der Partymeister Klaus Wowereit und Case Closed. Ja, fein. Eine absolute Shitshow. Aber wie gesagt, höchstwahrscheinlich kein Einzelfall. Man kriegt es halt nur in diesen großen Maßstäben mehrer mit, weil die lokalen Abfucks, die sorgen meistens auch nur lokal für Aufregung. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr in nächster Zeit einmal vom BER in den Urlaub fliegt. Kommt gut an, safe travels, Medal off.